ich begrüße dich dann einmal ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Balla Balla, dem 15-Minuten-Talk. Und mein heutiger Gast ist den Georges Christen. Sorry, Georges. Moin, Leo. Georges, ich werde dich weiter vorstellen. Die meisten Leute kennen dich. Wir haben uns kennengelernt, ich meine, ich habe es zurückgereicht, wir haben uns kennengelernt, ich meine, das war so ausgangs den 80er Jahren. Ja, musst du gewicht sein, weil, ich meine, wir sind ja am Anfang an Gespräch, kommt die erste Kette, wie ich mein echt, nee, du konntest ja nicht so eine DVD, mein echt Kasse rausgebracht habe. Und die waren 1990 auf den Markt gekommen, da muss das in den 80er Jahren gewicht sein. An den 80er Jahren. Was für eine Rekorde waren die Zeit schon recent? Was hast du schon für Rekorde? Also ich hatte 1982 mit meiner Aktivität angefangen. Also war schon all die Rekorde, wo ich schon Nähl gebeten habe, wo ich den Eisenbahnswaggon gezogen habe, wo ich den Sportflieger gehalten habe bei Vollgas. Und ich weiß 1990, wie die Kassette die Zeit rausgekommen war, da ich an dem Jahr pure Rekorde aufgestellt, für ein bisschen mehr Material zu holen auf der Kassette. Also war nach, zum Beispiel die Zeit, wo noch der Rekord kam, wo ich die 3 Flieger noch gehalten habe, einer an Alarm, an jemandem Hand, Bus ziehen und so weiter. Lo, weil ein bisschen das Prinzip für die Leute ein bisschen zu erklären, wie kann den Using passieren? Ich meine, Georges Christen ist ja nicht auf die Welt gekommen oder irgendwann, war 5 Jahre alt, ich Kilo der stärksten. Ich meine, du. Das war der Obelix. Voilà, das war der Musik gefallen. Ich meine, bei dir ist es schon, das ganze ist ja Unterhaltung, das Artist. Also ja, das ist eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. Das ist, wenn ich logisch so ein Turner, den ja nur optritt an einem Zirkus aus Akrobat. Dann hast du eine Mischung aus spektakuläre Sachen und natürlich auch turnerliche Leistungen, die dran kommen. So war doch bei mir der Kraftsport, den ich betrieben habe, den war ja noch mehr in Form von einer Varieté Unterhaltung gewesen. Wie ist das bei dir umgegangen? Wärst du 6 Jahre, wärst du 7 Jahre, wärst du 8 Jahre? Also, für wer den so etwas möchte, wen dazu können ich mengen, das so die Frau, die ich selber nie kann beantworten. Das ist wie in die Saxophon spielt, wo ihr seht, wie weit spielst du Saxophon? Wie weit spielt ein anderer Ping-Pong? Wie weit das ein anderer Filmschauspieler gehen? Tour den einfach eine Passion, Tour den ein Hobby, kann dadurch natürlich bedingt sein, dass, wie ich klang war, dass mein Pap immer mit Handel und Gewicht trainiert hat, nicht für Spektakel, sondern mir einfach für sich in guter Form zu behalten. Das auch vielleicht, weil ich die Zeit hier nur vom Hercule Grün, dem John Grün, der für 100 Jahre gelebt hat, den so Sachen gemacht hat, und was mich dann aus Kant fasziniert hat. Aber für was hat den eine Passion leuchtet, für den oder für den anderen, das kann ich nie so sagen. Das ist einfach so. Die interessiert den sich dafür. Viele Leute, die fangen eine Passion an, und da denken mit der Zeit, dann hält sie mal darauf, weil sie keine Zeit mehr haben oder Lust, die hält auf. Bei mir ist dem nicht immer da weitergefahren, ich habe aus meiner Passion her meinen Beruf gemacht. Ja. Du weißt aber Sachen wie John Grün, natürlich so ist wie gesagt, oder dein Papa mit Handeln, natürlich Krafttraining schon daheim gemacht, das war schon ein Bestandteil daheim am Elternhaus. Voilà, also als Kampf war ich aber noch nicht mehr stark wie den Durchschnitt. Also ich war nicht mehr stark wie irgendwie ein anderer Kampf. Ja. Mit der selbst hat mich immer begeistert. Wie andere kann die unbedingt gerne Football gespielt haben. Da tun ich auch gerne als Kampf gemerkt, aber du hast Passion wohl nicht so blieben. Ich gucke nur noch gerne auf der Television. Nee, ich könnte auch nicht mehr spielen. Und, ich hatte eben immer die Passion, mit das war ich so am Alter von 15, 16 Jahren oder echt von 16 Jahren, wo sich die Kraft richtig entwickelt hat. Ja, nur war dann für war dann ich gerne gemerkt, wo ich wohl nicht besser war wie irgendwie den Durchschnitt. Wie also dann so an den artistischen Bereich der Tisch mit Spektakeln umgegangen? Hat das sich vom selben ergeben oder hast du wohl daheim am Dorf oder mir auf kleine Veranstaltungen angefangen, einfach so für Spaß an der Freude? Ich meine, du hast nicht direkt als professionellen also das ist relativ schnell gegangen. Also ich hatte nie gedacht, dass das mein Beruf geht. Schon nicht, ich gehe ja nur einen Normalplatz machen, wo ich an einem Büro arbeite. Also nur der Primärschule war ich ja nur am College, am Neum. Du warst schon auf der Ökonomie-Sektion, du warst immer die Richtung ja nur, du schaffst vielleicht an einer Bank oder beim Staat oder irgendwie etwas so. Ich habe mir nie am Drama gefallen, dass mein Beruf ging, dass ich ja nur auftreten aus starken Mann. Ich weiß, stark von mir. Da kann mir uns sehen. Es war am Anfang geholt, das war so Ugangs den 80er Jahren, du war ja auch die Sache kommen am Guinness-Buch. Das war die Zeit, so mal an Lützburg, es relativ Neues gibt, das Guinness-Buch von Milan Guinness. Aber da sind ja alle Sorten Rekorde, wo da Apps gemacht haben für das Guinness-Buch.
muss ich natürlich auch sagen, an den Kontext zu meinem Alter von der Zeit, ich habe 19 Jahre, und an dem Alter will den irgendwie etwas Extras machen. Den Hautstars mich vielleicht den ähnlichen Tattoo oder ein Piercing oder mich denke Band oder was auch immer. Mit der Zeit war das ein bisschen mehr so die Herausforderung für den Rekordmacher für Guinness. Weil ich schon immer Kraftsport gemacht und du bist auf der Hand, als ich Rekordversicherungsmann an der Kraft. Du hast, wie du 19 Jahre alt warst, du hast schon Auftritte gemacht. Du hast von Gold just einen Rekord gemacht für ein Guinness-Buch zu kommen. Das war nicht schnell gewesen. Rekord gemacht für ein Guinness-Buch zu ziehen, aber das soll gewesen. Das soll gewesen. Also wie gesagt, an der Optik guckt von einem Demo 19-Jährigen. Und dann hast du den Rekord gemacht. Und das war dann an einer Zeit, wo ich nicht so richtig was am Leben werden soll machen. Ich habe Niederland geschafft für eine Versicherungsgesellschaft. Ich wusste nicht, Mensch, das doof Beruf machen, eine Stadt. Ich hatte am Funkel und viele Sachen Lust, mir wurde nicht Lust. Wie viele Leute? Und dann habe ich gelesen, denke ich, gestaltet, dass an einer Zeitung eine Annonce war, wo du gestimmt sie von Artisten von allen Bereichen sich für an einem Café-Theater aufzutreten. Hier am Land? Hier am Land, das war ein Café-Theater Le Charlie. Ich weiß nicht, ob den Moment noch immer die Kaffee gibt. Das war so ein kleines Lokal, das auf Hand und Rund so eine Bühne hat, wo du so Zauber zu dummeln. Zu dummeln, ja, das weiß ich. Zu dummeln. Ja. Und du hast gesagt, Mama, mal einen Auftritt, du hast den Rekord gemacht für das Guinness-Buch, vielleicht engagieren sie dich. Und das war ein kleiner Kader, das war vielleicht 25 Leute, die da waren, mit so einer immens flotte Stimmung war das damals. Und dann hatte ich so Freude in der Aktion, die ich gemacht habe, wo ich den Auftritt gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, da gebe ich gerne 4 Rufe. Publikum gespürt. Ja, das war einfach flott. Resonanz zum Publikum. Du hast ein nach Auftritte gemacht, aber die erste Jahr hatte ich natürlich wenig. Und dann hat ich löser entwickelt, dass das mein Beruf war. Es war nie geplant, dass ich gesagt habe, ich gehe in den visuellen Artisten, die auftritt. Boah, das aber du hast selber umgeschehen, dass du relativ sehr gegangen hast, dann du über die ganze Jahre hat sich relativ gut entwickelt. Du warst international, das kann ich sowieso, du warst international. Also mittlerweile also effektiv alle 5 Kontinente gemacht, du warst nach 2-mal aus China für die Guinness-Show, dann 2-mal Australien, dann an Russland, wo du die Film gedreht hast, an der Vereinigten Staaten, wo ich 2-mal an einer Sendung war, Singapur, Libanon, also wirklich. Also alle 5 Kontinente weltweit. Voilà. Lo wo ich dat schon 27 Jahre mache, mein Optritt als normal so ein quer durch den Garten, wann ich lo gucken last Jahr, du warst dann nach Freidesfährig an Norddeutschland zu Wesel, sonst zu Lille an Nordfrankreich, Mendes op Beijing a China, Freides Rëm kom, samsten Optritt fir eng 50 Joer feier zu dickere as an Holler. Das sind zwar wirklich Kontraste dann eng Televisionssendung man enger ganz große Erschaltcode, wie dann eng Privatfeier, die am Hai am Land gemerk. An fand das dat flot, dat net van Elosede treden an enger Sendung op, du trede fir un ärmere Mënschen op. Ech fan fir Mch as Lo e kleng Durfest grad so wichtig wie Lo eng Sendung, wo se sind nur soviel Ob dat lo 200 Leute oder 300 Leute sie bei engem Durfest oder ob dat lo eng pu Millionen sie bei enger Television, sind immer dieselbe Sorte Menschen, die do sind. Dodurch as Lo soviel Jo geht nach so quer durch den Garten, dass dann rumkommen vun enger großer Sendung fir Wolofleisch op engen kleinen Wie geseist den Zukunft ich mein, Moment lief der Geschäft lebt gut, die Sache läuft gut, wirst du es nach 4 Rekorden zu brechen oder wirst du da abgehen, also just nach, ich meine, da so gerne man 4 Rekorden zu machen am Guinness-Buch, lo hat sich so entwickelt, dass Spektakel ist, und dann auch, als das was du 4 willst machen an ihre Kochzeit oder sind du nach Rekorden, wo du nach am Kap siehst, wo du siehst, okay, das will ich noch unbedingt machen oder das gibt mich herausfordern. Also ich gehe so, dass Lo mei, dass in einst du gefroht gibt, 4 Sendungen, 4 nach Rekord aufzustellen. Gehst du gefroht? Da bin ich gefroht, also das so nicht mehr wie Lo, wie gesagt, die Zeit, die ich 19, 20 Jahre hat, wo ich wirklich so das Bedürfnis, den Driff hat, du hast noch mehr Bedürfnis auch für sich selber zu bestätigen, will ich Rekord machen. Ich meine, in 7 Jahre sein dann eine ganz andere Optik. Da sind ich froh, wenn ich ein Spektakel machen und gefällt dem Publikum, dass ich sehe, es war unterhaltsam für die Leute, die geguckt haben. Aber es gibt den Ofen auch immer gefroht, für so Sendungen zu machen.
an das op eng man ja och gut van den arme Rekorder méich dat het leit zo gewunnigch wo gewinn as an so do sinn awer nach Plan bei dir fir nach Rekord opstellen viel weit wat froen Beispiel gi dat an der Beispiel gin wat denkst zum Beispiel eng sagt die lo nach ganz ver am Plangen ass wo soll en Erwerser machen wo se soll befreien den de ugestrekt dat so bëssen Testungsnummer over net mat Illusionstricken also och mat Kräft sagt woch muss kette wirklich Futi rappen also sinn dat so eng de Mord vu an Italie soll eng Showmecher fir en Guinness-Sendung woch over muss Rekord mechen also ich muss schon immer an a bester Form overbleiwe fir können Niveau vun der Rekord ze halen. Was so eng Nummer wie du is en Erwasser derfle du schaffst wo trainiert du die Sache? Also du musst immer lo goen van dat kann ja net normal an eng Schwemmen mat eisene Kette dat muss schon immer aufgeschwert ziehen mat der Veranstalter van Schwemm frei as wo dat kann Veranstalter den die Rekord fried eng Organisation mat han drosinn wie bei alle Sachen noch van de Steetzeiten de Flieger hoe gehaal hun du kan schon net op de Flughafen go as zo no am Aerosport die Zeit wäret de Jean Biergen den Dezeitschen amtéierende Landsmeester an de Sportfliegerei den ich du gefrot hun an du huet miss natürlich de ganze Club huet dat du mat organiiséiert muss jo over immer no organisatorisch muss dat ganz go oft stand leit so just fir du trainiers in engem Fitnesscenter oder du trainiers du he mat Gewichter beim ganzen so en ganz Organisation dabei en handerte Kulisse bei allen. Wasser wo du net vu dir aus net kommst gefrot. war gefrot die fir Appppe mat Wasser ze soll gut umwässer mechen kann net an enger Schwemm kann Jolone de Schëft zechen Joch Los kommen zu Ende von einem 15 Minuten Tag. Aber noch vielleicht eine kurz ich gesehen habe immer die zwei DVDen den das Tour de Force den lo Doktor auf einem Kanal gelaufen am Rahmen von Mama Fernsehen von TV und dann heißt George Christen The Power Show, dat erinnert mich dann an die nach zu Summen dro geschafft hat ich meine, dat war 80 oder an engem Lokal dat derf man los dat gëtt schon lang Marcel. Du kann man net iwwer Schweze dat giwer ganz Sendung gefallen. méi vun die Klo seg Schweze. Dat gëtt as ze kafen die Sache. sos war so am VHS Videokasse op DVD Fläch die rauskommen 1990 dat socht de Waggon gezzun wie Flieger no geha. Du der fast Orlo so de Nation op de Dock waren no Eisen eng ganz paar die Bonussen drop, wo ich zum Beispiel op der Vwer et Rieserad gedrängt hunn mat Hand wo ich Flieger no geha op der Power op dem DVD vum Tour de Forst van den Natur en ganz paar die Bonussen die lo am Film net gesagt. Joch is so Merci, dat an der Baller 15 Minuten Tal kom was an Ech vu Chance gut fir Jo alles Gutes an Tipp Merci Joch. son sich dann noch Filmsmäßig fir no gucken, bis dann am enke hecht Baller de 15 Minuten Tal. Ich begrüße dich einmal herzlich zur Baller Show der 15 Minuten Tag. Mein heutiger Gast ist Sascha Lai. Schönen guten Morgen, Sascha. Moin. Sascha, bei dir, du wusstest ja von nicht so richtig, wo ich sollte aufhängen. Du bist
Aktrice, Schauspielerin, Fernsehschauspielerin, Bühneschauspielerin, du warst Musikerin. Wo hast du erzählst du gefangen? Oh lala. Ich war vor 4 und ich habe mit Musik gefangen, wo ich 5 Jahre alt war. Du hast dann nicht mit der Schauspielerei am... Doch. Ich meine, das mein freister Wunsch, den ich überhaupt hatte, war ich wirklich klein kann, ich erinnere mich heute noch dran. Also ich war schon dick ein Fan von Filmen und ich habe schon ganz viel Tele geguckt, wie ich klein war. Weil alles noch schwarz-weiß und go noch nicht so viel wie heute. Aber ich habe mich schon ganz viel identifiziert mit dem Beruf. Das hat eine große Faszination. Also ich war fasziniert von Schauspiel, Musicalen und so weiter. Und war am Anfang für mich ziemlich klar, dass ich müsste Schauspielerin geben, die können aber dann noch singen und tanzen. Also das war für mich enges. Das ist mit Pass aber umgegangen mit der Musik. Das ist Musik war den nächsten Punkt. Du hast auch Ausbildung gemacht. Also ich wollte so eine Ausbildung gemacht. Immer in der Brach, also nicht akademisch durchgezogen. Ich habe als Kind genug angefangen mit 5 Jahren Noten zu lernen, Flöte zu spielen, dann Piano. Das hat nur immer in der Brach gehen durch andere Anträge, durch die Schule, durch viel Plännerin, weil sie waren viel zwischen Deutschland und Lützeburg in NRW. Und dann hat ich angefangen als Teenager mit Tanzen. Das war so 15 Jahre. Ja. Also Musik schon nicht, oder? Ja, wie gesagt, das tue ich nicht permanent weitergemacht. Ich kein Kind und ich hatte immer Kontakt mit Musik, auch ganz viel gelauscht, immer viel gesungen. Für mich Melo ausgebildet, ist schon mal Kurse geholt, dann eine Pause gemacht und ich für mich daheim ein bisschen geklimpert. Dann hatte ich Lust an Zeit. Mit war dann waren einfach viele andere, die ich auch hatte. Wie kommt dann der nächste Kontakt mit der Schauspielerei, dass du gesagt hast, okay, oder du hast Theater gemacht, ja. Du hast gesagt, okay, ich will Schauspiel machen, ich will Theater spielen, ich will für eine Kamera. Wie hast dann die nächsten Gedanken so kommen, was am Alter? Also wie gesagt, das war permanent immer da und dann den Entschluss für definitiv zu machen, das war wie ich getanzt habe. Weil wir da auch eine Show gemacht haben auf der Bühne und das war wirklich, das war der muss flott, das hat mir so gut gefallen, dass ich das dort ansehen. Und dann war parallel zu der Zeit, hatte ich dann die Bausch kennengelernt. Ich war gerne einen Kurzfilm zu machen und ich war ein Kollege von ihm, ich war damals jung, ich war 15, 16 Jahre. Kurz dann meine erste Rolle für die Kamera. Das war so. Das war Drosselstein, meine ich. Drossel, das war wirklich an seinem Anfang auch von Allguten auch von Thierry. Und das war wirklich eine Mini-Szene, die wir gedreht haben an einem Wohnzimmer. Da habe ich eine Fernsehansagerin gespielt. Und ich das so cool fand. Und das war für mich da klar, das musste ich dann, wenn ich mit der Schule fertig war. Das war auch relativ früh, ich habe 17 meine Premiere gemacht. Ich gehe davor nicht, da ging ich einfach die Weg weiter. Und habe dann auch Theater gespielt. Ich hatte die Chance, ein paar kleine Sachen zu spielen, damit durchzuziehen. Am Schluchthaus eine schöne große Rolle. Genau, eine schöne große Rolle zu spielen an einem Stück von Michael Klees, der hier geschrieben hat, die wird den österreichischen Dichter Georg Trakl. Und du hattest mit ganz flotten Schauspieler, Kollegen noch schon zu tun. Letztburg, ja. Das war der Conny Scheel, wo ich den Regisseur kennengelernt habe. Er hat mich viel geschlungen, Conny, weil er wusste, ich hatte bei seiner Mama, beim Heidi Jacobi, schon Kurse geholt. Du warst bei der Heidi Jacobi an der Kurse, ja. Genau, und der Conny wusste, dass ich wirklich da Ambitionen hatte, in die Richtung zu gehen. Und er hat an dem Stück auch mitgespielt. Und da war Christian Kmiotek, hat damals die Hauptrolle. Und das war viel Leid durch Marie-Paul van Rösken und so weiter. Das ist ganz kurz zu erzählen, die D-Zeit so mobil war, hoch den die D-Zeit auch profitiert. Ja, genau. Und so, voilà, und da sind ich so rangerutscht. Und das war einfach ein enorm schönes Stück, schwieriges Stück, auch ganz poetisch, ganz speziell, ganz modern empfangen. Und das war 85, meine ich, 85, Ugangs 86 war der Premiere. Voilà, das war dann da, wo für mich eigentlich feststand. Und dann habe ich auch schon parallel versucht, auf Schauspielschulen zu kommen. Und das war aber da gut nicht. Du hast auch probiert? Ich habe viel probiert. Ich habe ganztags probiert dann. Das wird schon nicht immer heißen, dass bei den Schauspielern, die Schauspieler, die keine Schauspieler sind, die Schauspieler, die besten Schauspieler sind. Das Sarahs, den Show du musst eine Show machen. Das ist am Sinn, Show, das Layers. Ich habe damals die Chance quasi verpasst oder nicht gekriegt, für
op enger Schauspielshow wost du bist dann da das fein, weil du es viel Leute, die dich entourieren, an die dir auch gut können helfen. Das hat Schnitt für dein Gepäck abzuschaffen. Du hast Handwerk, offen dein Talent geht gefördert, dann du du gehst mehr gefördert, du bist an enger Schule, du bist auf einer Akademie, wo immens Angebot ist. Ne? Und das andere, das ist eben die Wege, die nicht gegangen sind, Learning by Doing, den auch am Endeffekt auch sein Vierdeler kann holen. Das heißt, du gibt überall ganz positive Aspekte, auch die vielleicht Männer sind. Und das war eben, dauert mehr lang, die Wege. Du bist nicht so entouriert, je nach Charakter musst du vielleicht, weißt du nicht, wo du sollst hingehen, wenn du denkst, zweifeln musst. Und am Endeffekt denke ich, gleicht sich das aus. Hat du international vielleicht mehr geholfen? An einer Anfangsphase? Wahrscheinlich, weil ich schon viel mit Leuten auch geschwärzt, die dann so, probiere es einfach nochmal, also wo ich Kollegen hatte, und das ich weiß nicht, so durch Silo schon am Beruf, und außerdem ich auch Musik, das heißt viel Lohn, einmal zurück auf eine Schule zu gehen, wenn ich schon schaffen kann, das hat ich wirklich versucht aufzuweinen. Und die so, ja, mehr, wenn du auf einer Schule bist, da hast du direkt Kontakte, du kannst mehr liegen an einer Agence, du kannst mehr sehr viel schwätzen gehen, dass mehr sehr geschwärzt wird, weil es einfach die Kontakte ist, an den hast du an dem Moment nicht. Und voilà, das kann... Du kannst aber dann den Moment, wo du siehst, mit den 80er Jahren, da kannst du dann den Moment, wo du siehst, okay, ich mache Schauspiel, du hast dann Theater gemacht, dass du dem Moment im Theater, dass du Geld, ein bisschen Geld verdient war. Beim Film, ja, eigentlich dann nicht so zu der Zeit. Wie hast du gerne mit der Musik? Hast du was du bei Leuten spielen gegangen, du hast dich selber engagiert, schon für wie lo der Moment, wie du lo hast, wo du eine Band selber aus dieser Motivation kreierst. Oder was du die Zeit gucken gegangen, du hast dafür bei Gruppen oder bei Leuten zusammen zu spielen, die schon existiert. Also war so natürlich, ich hatte für mich auch immer den Jazz entdeckt, weil ich gedacht habe, das ist etwas, das ist ein Mathieu, du hast viel Repertoire da, es gibt viel geschriebene Musik, man kann ihn immer selber frisch interpretieren. Das heißt, das war schon Viergänger von meiner Lust auf Komposition. Und ich hatte, wo vier ich aber noch gar nicht, ich hatte noch keine Kenntnis. Und war so, dass ich parallel zu meinem Anfang vom Schauspiel dann aber auch im Lust hatte und große Besoin auch viel zu singen. Auf zu spielen, dann über das Pianospiel habe ich mich dann auch selber da formiert, also meinen ersten Schritt am Jazz gemacht. Und dann hatte ich mich auf einer Musikschule zu Amsterdam beworben, dann sind wir auch angeholt gehen. Da war ich damals 23, also auch schon am Anfang nicht mehr eine ganz junge Studentin an, obwohl die anderen waren ein bisschen mehr jung wie ich. Das sowieso nie zu spät, muss ich sagen. Man soll aber immer sagen, bis an der Losch noch gut und Sachen ausprobieren. Und da sind wir uns auf Amsterdam gegangen und aus dem, das ist ja, weil man flott schon viel gelernt und du hast das schon quasi in der Brach gehen mit einem ganz flotten Stück zu Lützeburg. Ich hatte ganz flott Angebot für Glasmenagerie zu spielen. Laura an der Glasmenagerie am Kasemattentheater, den damals lanciert wurde. Ja, den hast du lanciert. Und dann dachte ich, soll ich das Lokale los, schon mit meiner Lehrerin, Gesangslehrerin zu Amsterdam geschwärzt. So, nee, mach das. Und da hältst du 2 Wochen Vakanz, da guckt das immer hin und her. Wir sind nicht die ganze Zeit während der Woche gependelt. Lützeburg, Amsterdam, hin und her, für die Kuren noch zu machen. Und eine kleine Vakanz mal nicht Stück gemacht. Und darauf hinkommen, nach Offerten für weiterzuspielen. Und da hatte ich ein Dilemma, weil ich war, wie gesagt, 24 Jahre alt. Ich habe schon von 21 Jahren an mein Leben selber verdient. Und ich habe gedacht, das ist schon etwas Wichtiges, auch für mich gewesen, so eine Unabhängigkeit zu haben und zu spielen. Und ich habe mit meiner Prof geschwärzt, ich so, ich habe ein Dilemma, weil ich will weiter lehren, ich will die Gesang machen, ich will über Musik lehren. Und ich habe die Möglichkeit, dort zu spielen, was soll ich machen? Und sie kommen selber auch ursprünglich vom Schauspiel hier und so, weißt du was, Sascha, los hat sie, ich gesehen, ich sowieso nicht die klassische Weg vom Konservatoire machen. Mach das. Guck einfach, dass du Lodo schaffst, guck, dass du weiter lehrst, für dich, dass du lehrst,
bewusst zu gehen, was du musst. An der Musik, an überhaupt, also am Fond auch überhaupt. Mit den Sachen, also, was da auch eine Sache von Technik an Handwerk war. Und dann steht beherzigt. Und dafür, auf den Frau zurückzukommen, ist schon direkt dann eine Gruppe Gesicht. Ist schon direkt Musikergesicht, hat Leute kennengelernt, und du mal direkt ein Trio, den also Quartett ging, den also nur Quintett ging, das war Mospili. Mit denen Stücke erschafft aus dem Jazzrepertoire, und dann war auch Heinz Dummer selber geschrieben. Und ich bin direkt, ich was soll ich so lange werden, direkt eine Gruppe gegründet. Voilà. Den Theater an den Film. Das ist parallel entwickelt. Das wird parallel entwickelt, obwohl ich immer mehr Theaterschauspielerin war. Wenn ihr dann zum Beispiel die nächste groß oder das echt wirklich nennenswert Filmangebot kommen, wusste gesagt hast, aber du manchmal einen Film macht oder 40 Ton. Ja, ich ging so nicht nennenswert, weil das war immer noch, das spielt sich alles immer noch an die kleinen Bereiche auf. Ja, für dich doch erzählen. Das war Zander vom Christian Delphin. Das war immer noch ganz flotten Film von immer noch in der Schad. Leider, wahrscheinlich leider darunter, dass Christian selber auch hauptsächlich Professor war und nicht eben nur Regisseur, so an einer Zeit, wo das noch nicht alles so gefördert wurde. Das war auch Umgangs von den Landschaften. Ja. So, dass den Leben, kleine Film, auch mal mit Max, leider nicht groß. Da kann ich auch dabei. Kann ich selber dabei. Wir hatten Hauptrollen. Und das war für mich eine ganz, ganz flotte Rolle. Und das war wirklich etwas, wo ich auch mal gedacht habe, oh schön, ich war jung, und wirklich eine Rolle hat für zu entwickeln. Das war für mich so ganz wichtiger Punkt. Ja. Du könnt dann einen Punkt, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich das entdeckt habe, das muss ein Kurzfilm gewesen sein von Letters Unsent, auch vom Andy. Das war vom Andy Bausch, wo ich das entdeckt habe. Und dann habe ich aber auch das live erlebt, wo ich fasziniert finde, weil das war am Lola Blau. Du habe ich mir gesagt, okay, das tut, das will ich auch ein bisschen Filme machen, so ich gesagt, das ist ein Person, der muss irgendwann etwas schaffen. Du irgendwann mal auch gelungen hast. Viel aber gezwungen als Zeit zu kommen. Im Moment bist du am Gang mit Dingen Trio. Ja. Wie weit seid ihr mit dem Projekt? Mit dem Dammentrio, das sind noch zwei Musikerinnen aus Deutschland, Anne Kaftan und Laia Gensch von Köln. Wir haben einen Disc gemacht. Das ist ein Trio, das seit 2008 besteht, also noch ganz jung, frisch ist. Du hast einen Disc abgeholt, an den soll den 10. Februar gestartet werden, am Neumünster. Ja, das ist eine Maskenada-Edition. An Neumünster, an Jailstellen mit Maskenada. Dann hast du gemerkt, du gehst mit dem Monolog, Bombsong, gehst du am Juni auf Tourfestspiele auf Recklinghausen. Ja, da waren wir auch ganz froh, dass wir für ein Fringe Festival habitiert gehen. Wie gehst du? Hast du doch von Maskenada gewesen? Das war auch hier. Das war eine Co-Produktion von Maskenada am Escher Theater. Muss ich immer dabei sein. Und wie viel geht es zum Beispiel auf Recklinghausen? Das ist ganz klein. Also es ist eine ganz kleine Produktion. Wie gesagt, ein Monolog, das hier stehen auf der Bühne. Wir haben aber ganz viel Videoarbeit, dass du den visuellen Aspekt, das ist ganz groß. Weil das war ein Theaterstück, wie wirklich eine Art-Installation, die wir da gemacht haben. Also es ist ein bisschen artistisch gegangen. Der Frédéric Frenet hat die Regie gemacht, sein Bruder Jean-Paul Frenet, den auch Regisseur, das Kollege von dir, den aber auch viel wie siehst du, auch am Videobereich schafft, an Animation auch mischt, den mich ganz flott, also kreiert ganz viel flott Welten auch mit Video. Und wir gehen zu dritt. So wie du ausgesagt, wir sind ganz klein, ja, wir gehen da an hoffentlich sie pur das ist minimal besetzt. Ich meine, das ist ganz viele Erfahrungen noch für dich, die Ruhrfestspiele. Das ist cool da. Du kannst dir dann alles Gutes da wünschen. Das hast du da ein Stück bis du hin. Leider Gott, das heißt Zeit an der Balla Sascha, ich soll dir vielmals merci, dass du an unseren Balla 15 Minuten Talk kommen lässt.
Ich der Börse so ich vielmals merci, dass der no geguckt hat. Am gesehen erst dann beim nächsten Balla 15 Minuten Tag. Wunderschönen guten Abend. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Balla, dem 15-Minuten-Tag. Aber mein heutiger Gast, hier war schon ein Kerl, als den Andy Bausch. Schönen guten Abend, Andy. Schönen guten Abend, Leo. Andy, du warst ja schon ein Kerl, das war mir am Rahmen von einem Balla-Spezial, wo du den Film Trouble No More vorgestellt hast. Also hast du nach deinem Coach neben da sitzen, dein Produzent, ja, ist doch Coach, Paul, also gute Kollege, Paul Tilges. Aber Andy, ja, ich meine, es wird nicht wenig Sinn für dich vorzustellen. Ich meine nicht, ich meine nicht, in eurem Land, in der Teilung gesagt, ihr wisst, wer du sitzt im Land, der best will, das ist ein Patrimoine von Lützeburg, was Kino belangt. Ich könnte dich ja noch fragen, Mama, wegen ein Kino Lützeburg, 30 Jahre, 20 Jahre Filmform. Wir sind gerade am Gang, alle Filme zu gucken, Archivbilder. Also ich meine, die Erstleitung hat 1906 gemacht, gell? Das ist ja schon viel mehr, ja. Aber das ist der Brovers, der das, ja, 30 Jahre, 25 Jahre, so an dem Genre, gell? Das die Öffentlichkeit, du machst, man hat zu Lützeburg Filme an, sei es Lützeburg Spruch oder Lützeburg Co-Produktionen, das auf Ekran am Ausland gewesen, das sind 30 Jahre. Nee. Also es kann ja wirklich so, dass den ersten Film, den an Ausland gegangen ist, ob wirklich auf Großfestivals an op der Tele gewesen das war ein Troublemaker, das ist noch nicht so lange her, das war 88, also sind 23 Jahre her. Am Anfang hast du auch ein bisschen Troublemaker, also ein bisschen die Henke, wie du müssen andere Sachen dazu kommen. Ich meine, du geht das selber wie als leider viel zu frei an verstorbenen Kollegen, dem Jerry. Den Jerry ist immer identifiziert mit Johnny Chicago, Troublemaker. Für 23 Jahre haben wir gesagt, wir haben angefangen, an die Kino zu kommen, als Filme. Leute haben angefangen, als Filme gucken zu kommen. Wo stehen wir heute? Oh, in einer Situation, wo die ganz viele junge Leute sind, die den Weg gegangen sind oder vielleicht evaluiert tun, so ein bisschen kritisch, was soll ich da machen, was könnte dann interessant sein, oh, ich mache Filme, das kann flott sein, wo wahrscheinlich der Papa bezahlt wird, an die eine Filmshow gemacht und an die alle guten versicherte Filme zu machen. Ob Passion du hast, wie sie schnitzt, wir haben eine Filmszene, wir haben eine Infrastruktur, wir haben Produktionsfirmen, wir haben ganz Co-Produktionen, die alle Jahre laufen, wir haben Probleme, wir haben nicht genug Techniker. Also das eine Industrie mit ihren vier Nodelen. Eine Industrie mit ihren vier Nodelen. Los sind wir so, wenn ich das analysiere, sind wir an dem Punkt, wo sind wir ganz Stück weitergekommen. Wir waren rein der Lützeburger, die Identifizierung von Lützeburger Film überlangt. Du sind nicht mehr mit einer Kirchschritt weitergemacht. Weil das hängt auch mit dem Phänomen zusammen, was du just gesagt hast, dass für viele Leute also ganz einfach lohnt, für Kino zu machen. Sie will Regisseur gehen, wie du siehst, kriegen sie ja schon bezahlt. Du gibt ja auch Leute, die den Don haben. Ich meine, Filme machen als ein Don, den du hast. Ein Filmschule ist viel wichtig. Du kriegst die Techniker vermittelt, die anderen Leute, die dieselbe Film Don hatten, wie du, experimentiert und festgehalten und niedergeschrieben haben, kriegst du vermittelt. Also nicht so, dass viele Leute hier in Lützeburg den Don haben und nicht genug unterstützt gehen. Das gesagt wird, gut, den Don wird Film schon gemacht. Egal, ob den Don hat oder nicht, den gehen wir los suchen. Das kann natürlich so sein. Ich gebe auch so in die Politik oder die Philosophie daran, dass
mir hunn große Courage, jeder muss selbst vom Koch kreieren, jeder muss ein Stückchen kreieren. Ich weiß nicht, ob es viel Leute sind, die den Don haben nicht unterstützt gehen. Das gebe ich gar nicht so. Ich meine, das Problem ist einfach, dass verschiedene Leute eine Attitüde tun. Ich komme von einer Schule und ich meine, mein nächster Film und ich spreche immens viel Suche, weil ich das will machen. Und ich so, ja, wenn du die Suche nicht tust, mache da, war geil. Weil wir haben noch ganz viele Leute, die müssen Filme machen mit den ohne Moyen. Und sind einfach Filme, die gelaufen sind, sind Filme, die heute noch geschätzt gehen. Wo du gelernt hast. Voilà, sonst wie weit musst du vor 4 Jahren alle guten Moyen von der Welt tun. Wir können auf einem europäischen Niveau Matze halten. Wenn du den echt Spuren muss verdienen, gell? Und da fehlt mir halt so ein bisschen Passion und noch ein bisschen so Darstellung einer Wert zu finden zu machen. Wenn du zu nicht tust, dann musst du ein bisschen umschreiben, ändern und du musst aber mit geht 4 und du musst eine Erfahrung haben trotzdem als junger Mensch. Als junger Mensch. Ich merke auch eben just, wenn du die so nicht tust, da gehst du nicht liederisch, da gehst du kreativ. Was der im Endeffekt nicht mehr zu gut kann kommen. Du hast eine Idee, die ich am Kopf hatte, und ich meine, ich hatte auch schon auf der richtigen Platz 4 gedroht, und du warst auch so gelauscht, dass das nie etwas geschieht. Das wäre zum Beispiel, wie weit gehen wir nicht hin? Technik hat schon Demosen evaluiert. Du brauchst halt nicht mehr mit der Pellikül zu rechnen, kann ich mir einen Meter kaufen. Du kannst am HDV drehen, du kannst montieren, selber montieren. Das heißt, Kosten für einen Film, für ihn, den einen Film will drehen, die sind immens aufgegangen durch die Evolution von der Technik. Für das gehen wir nicht hin, aber setzen nur für die Kurzfilme, für die Studenten, wenn man so will, oder Novizen, setzen die Kosten nur mal over, gehen nicht nur von 150.000, 200.000 Euro für 7-8 Minuten Film zu machen, nicht Ruf ob vielleicht 30, 40, 50.000 Euro. Ich meine, das aber geschieht. Also ich meine, das geschieht mittlerweile. Also ich weiß nicht, weil ich kein Kurzfilm mehr machen oder auch nicht mit der Film. Das war für 2, 3 Jahre. Ja, nee, das geschieht. Also das der Wahnsinn, dass das Kurzfilme gemacht gesehen mit einem Budget, wo andere Leute einen Film von 100 Minuten machen, das nicht mehr. Das wäre interessant. Da wäre aber vielleicht mein Gespräch, was ich dem uns gefordert habe, der Platz vielleicht auf fruchtbare Gebäude gefallen. Es gibt noch andere Institutionen, wie zum Beispiel wäre auch die Aufgabe von dem CNA zum Beispiel, für gerade so, wir kümmern uns um die Jungen, wir machen die Kurzfilme, weil wir Moyen haben, wir haben ein Studio, wir haben technische Mittel. Ich weiß nicht, ob das dem lebt, gell? Das wäre... No, wenn man auch von da oder von Ideen oder von Authentizität von Filmen vielleicht ein bisschen schwätzen, ich ging auf ein Projekt, den Film Emil. Ist das der Film? Ja, ich fand das als Idee gut. Du gehst hin, ja, das kannst du auch so als Reportage, das ist vielleicht auch schlecht gemacht, eine Reportage, den du bald Fernsehstation kannst gucken oder vielleicht auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es aber eine gute Idee war, für so ein Tagebuch von seinem Refraktär, für das auch zu verfilmen. Und ich ziehe aber den Hut für die Leute, die den Courage haben, für so etwas zu machen. Ich muss dir sagen, dass ich im Moment etwas mit dem Projekt zu tun habe, gefragt gesehen, ob ich das machen will. Und ich habe gesagt, ich fand das Szenario nicht gut, nicht ausgereift. Gibt der Sache eine Chance, los also neu entwickeln, neu schreiben. Und ich meine, so eine paar Leute gefragt. Und alle Menschen wird selber reagiert und haben es selber gemacht. Und Heinz, du musst ihn aber auch angesehen, dass von den Leuten von der Profession fragt, dass sie nur noch lauschen. Soll nur lauschen. Und das wirklich, das ist so ganz komisch, dass gerade das Menge kommt, weil ich auch ein relativ ungeduldiger Mensch bin. Ich gebe direkt aufhängen immer mal Tränen. Aber das ist der Wert, das ist Wert. Das ist wirklich der Wert, dass ihr seht, es geht in ein Szenario, eine Struktur herum. Es hätte können interessant sein, es hätte können flott zu gucken sein. Das ist ein Publikum sehr voll. Das wird nicht hier, egal. Ich meine noch die ganzen Fernsehshowen, wo es da Gesicht gibt oder wie sie heißen. Also auch ein Erfolg, gell? Ich meine, das heißt, die Leute haben sich nicht ohne Kriterien davon gehalten oder wollten sich nicht an die Kriterien gehalten, die der Film von ihnen proposiert hat, respektive die Leute. Die anderen Leute, ja, sie wollten das einfach machen, so wie der Marc und der Pole auch schon Produktionen gemacht an den 70er Jahren oder so, an den 80er Jahren.
nur dem Kriter wie sie do geschafft hun dat geht natürlich haut nämlich dat kann ich nämlich machen ich du es für gesot mir bëllech Filmer zu machen ja mir bëllech an enger der weiß dass die Apps kannst machen wann der eng Qualität wölz hun da greifst du aber zurück ob die Leute die de Medien kennen ob den Techniker ob den Kostümieren ob die Leute déi sinn net mi bëlech ginn. Déi se mi daier ginn. Déi liewe oder vun alsoläich as Technik Rofgängen méi d'Ausgabe vum Manpower vun der Technik vun der Leiit die schaffen, Di as Lot gänge. Nee, ich wollte da Respekt, Well mat wo mir dann geht, dass du wirklich kannst, bis du siehst, dat du die Apps kann machen, dat het mir einfach ass fir ze leieren der Film zu machen. Kannst man enger HDV-Kamera kannst du leieren, wie man nicht Kamerastellungen, du kannst de Decoupage, du hast den Computer, du misst scheiße Szenario, misst Decoupage, du kannst leieren, wie man mit Kamerastellungen und so, ohne dass du die Gesamtproduktionskosten sind für so Schulungsprojekte, nennt man es so, sind die aber enorm gefallen. Ich meine, da müsst ihr ja dann auch seit zum Filmform, du siehst, das wäre geschieht, mittlerweile, da müsst ihr aber voll ausschöpfen, das ist meine Meinung. Voilà. Und die, was müsste das Jahr 2011 nach, du hast so erfolgreich der Puppelsche Knetsch kommen, Schokolade, und ich habe wahrscheinlich auch falsch gesagt. Ich war auf der Premiere von dem Film, ganz faszinant. Was leidet? Ja, et leiit dun, dass man gerade am Gang sind, den nächsten Dokumentär fertig zu machen, iwwer Belle Époque zu Lützeburg, wat fir mech eng ganz spannend Sache den Dokumentär, also der Longmetrage-Dokumentär, den kein Interviewen huet. Dat ich alle guten Leiit sind natürlich forcément dot, die Belle Époque erlieft hun. Sind vielleicht do, die so ich war die Zeit aber schon op der Welt, das ist ja mir real, was 3 Jahre. Also das käme do, den die Zeit Zeitzeilen. Du musst immens viel fiktionalisieren, du musst immens viele Momente nachstellen. Was du gerne bist. Ja, natürlich. Für mich ist ein Fredoch zu sagen, ich meine, ein Dokumentär mit tausende von Fotos, die zur Verfügung haben, Artikeln, alles Mögliche. Mir ist der, weil wir bei 40 Minuten Fiktion drauf hängen. Und das geht dann, das wie, ja, das ist eine Mischung aus Spielfilm und thematisch, also die Menschen spannend, weil ich meine wirklich, dass Pfeiler von unserer Gesellschaft an der Zeit stark sind, Bewusstsein von der Spruch, die Industrie, politisch, das sind so viel Wehr angelöst gehen, die man haut nach fuhren. Ich meine, die Industrie hat an der Zeit umgefallen. Das Zeit von der Industrialisierung von Italiener, die kommen sind, auf der einen Seite Auswanderer, die in Amerika gegangen sind, oder Paris oder Bresel, auf der anderen Seite die ganzen Italiener, Preise, die kommen sie für die Schmelzen zu schaffen. Du hast das Phänomen Schurfauer mit Merkul Grün, mit dem Hauptmann von Köpenick. Dem halbe Gurve. Du hast Dynastie, mal so eine charismatische Figur wie Maria Adelheiz. Als Grand Duchesse, die voll ein bisschen forciert wird, die Entscheidung zu treffen, aufzudanken. Du hast die ganze Presse, du hast Politik, die echt von Sozialmaßnahmen, die ergriffen sind. Du hast die echt Auto, du hast ein Tram, du hast die echt Fliegerin am Sport. Also, du musst einfach du als Filmemacher schwer greifen. Ich bin überzeugt, dass das eine Thematik Belle Époque, die so breit gefächert ist, wenn du 5 Cineasten hast, die 5 Leute geben nicht forcément dieselben Themen behandeln. Du willst ein bisschen alles behandeln, mir ist schon ganz klar meine Lieblingsthemen daran. Und das gesagt, die noch von den Filmen wird gesehen. Wir sind am 15 Minuten Tag der Eiszeit, weil wir schon so wir kommen schon zum Schluss. Wir können ja nachher logisch ist ewig schwätzen. Das sind just die Projekte, viele Projekte. So, aber just und wie schaffen wir, wie sind wir das Projekt Belle Époque? Belle Époque? Wie die rechenste? Ja, ich hoffe, dass ich nicht kann. Entweder Dezember oder Januar am Kino gucken gehen. Das ist schön. Ja. Was gehst du nachher auf den Weg für? Los mal einfach so Leute, die spielen, Kino zu machen, Leute, die an Bilder denken, schon nach 7, 8 Jahren, die da mitkriegt haben. Was gehst du denen auf den Weg? Ja, dass sie sollen viel an de Kino gehen, hier Klassiker studieren, nicht den Fehler machen, eine romantische Auffassung von dem Beruf zu haben, den immer schön zwar ist, aber ernüchternd hart ist, an wen der wird davon evaluieren. Der muss lange Arm haben und für allem soll nicht denken, dass er zu Lützburg kann hängen bleiben und eine Familie ernähren davon, dass so viele schafft, so populär sind Filme sind, davon leben, das ist immer schwer. Das ist schwer.
Die für mich heget lo auch an Vakanz go. Balla geht lo an Vakanz bis den 15. November. Dann fängt man an dieser dritter Staffel. Und die ist so der Merci, dass du lo sich dafür zwei Teil an diesen 15. Tag kommen warst. Du warst bestimmt von denen, den eigentlich erinnern könnt, für dritt. Weil auch da vielleicht die nächste sind, die für dritt. Habe ich bei mir Land erste Bausen, soll ich Remenke Merci für nur gucken. Ich wünsche dich einen wunderschönen Sommer. Aber wie gesagt, wir sind also den 15. November, wann der heißt Balla, den 15-Minuten-Tag. Balla. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich dann herzlich zu einer neuen Ausgabe von Balla, dem 15-Minuten-Tag. Mein heutiger Gast ist Torun Eglistotir. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Leo. Torun, du bist bekannt am ganzen Land. Und ich meine, dein Bekanntheitsgrad ist sich umgegangen, wie du bei RTL schaffen konntest. Ja, das kann ich wohl so sagen. Du hast natürlich, also nicht natürlich, mit der Hundisch moderiert, alltag nach dem RTL Boulevard. 7 Jahre, meine ich. 7 Jahre lang habe ich das gemacht, ja. So das. Und dann sind sie alltag bei den Leuten an der Stufe und dann haben sie natürlich dann automatisch gefühlt, sie gingen ihn persönlich kennen. Persönlich. Das ist über ihnen an der Stufe. Du sitzt am Fernseher, also leider an der Stufe. Lass es so, du bist hier letztes auf die Welt gekommen. Was aber in den 80er Jahren haben wir zurück an Island Ja, weil meine Mama hat noch ihre Familie verlängert und dann hat sie 3 von ihren insgesamt 4 Kinder angepackt. Und da sind wir dann an Island gezwungen und da habe ich dann mein Baccalaureat gemacht. Und dann noch Südfrankreich, da habe ich dann Literatur studiert. Und da sind ich dann auf Lützburg gekommen und für eine Bank geschafft. Und das hat mir dann aber nicht so gefallen. Nicht das richtig. Du hast auch schon an Island eine kleine lokale Gesangskarriere gestartet. Ja, das stimmt. Das interessiert mich nämlich. Weil irgendwo könnt ihr so, ich meine, erkennt hier, du Bank hat nicht gesucht. Nee. Das hat nicht funktioniert. Nee. Du hast die Casting gemacht bei RTL. Ja. Du hast gesagt, okay, das ist eine gute Sache. Ja. Du bist hingekommen, du hast, das war so wie letztes Jahr plötzlich, hast du eine Fernsehmoderationskarriere gemacht. Du hast parallel angefangen zu singen, du hast Das hat schon 4 angefangen, 4 nach der angefangen. Weil du hast halt angefangen, Alben abzuholen, natürlich ein bisschen Allround-Künstler. Du schaust auch rum als Moderatorin bei einem Radio, du bist ein Kolumn an einer Zeitung, natürlich du bist ein kreativer Mensch. Ja, das klingt so arrogant, wenn ich ging so, ja, ich bin eine kreative Mensch. Nee. Aber kreativ zu sein, das ist schon eine flotte Sache. Wenn ich das kann so gestalten, dann in so liebe Cafés, dann ist natürlich nicht direkt dabei. Das war aber der Wunsch, wieder so Leben zu feiern. Natürlich. Voilà. So ein bisschen so ein Zigeunerleben. Voilà. Das Thema von der Karriere, was mich wirklich furchtbar interessiert, ist die Gesangskarriere an Island. Weißt du hast als ich gedreht, wie viele junge Mädchen drehen für Bühnen. Erzähl mal ein bisschen, wie das sich entwickelt hat. Also ich schon als Kind habe ich Piano und Flöte gespielt und ich habe immer nebenbei gesungen und habe auch immer für den Spiegel dann mit der Zahnbiech so wannabe Englisch gesungen. Phonetisch oder richtig? Phonetisch, okay, richtig Englisch. Da konnte ich noch kennen. Und dann habe ich mit 17 Uhr angefangen, dann Gesangsstunden zu holen. Und am Lycée so sich neben einer Pianistin, und die hat mich gesungen und die hat gesagt, komm, wir müssen da unbedingt mehr draus machen, du musst es umgedun. Das war in Island? Das war in Island. Und da haben wir bei einem Konkurs mit denen auch gewonnen. Und ich war ziemlich perplex. Da war nämlich immens gut talentiert Sänger und Musiker. Und im Konkurs in Island haben wir wirklich ganz viele Leute, die wirklich einen Druck haben.
Und den hatte ich gewonnen und hat dazu gefangen mit Rollen. Weil ich bin wohl dann auf einem Auftritt auf der Tele und dann so vor verschiedene Auftritte waren dann ich weiß noch, da war eine Naturkatastrophe, da waren Leute gestorben an einer Schneelawine, du wolltest schon bald so Öwen am Eastlik. Nee, Öwen am Norden von Estland. Am Eastlik kann man kein Schnee. Nee, das wünschen wir doch keinem am Eastlik. Das war dann eine Tragödie. Und da hatte ich dann für ein Publikum von 5000 Leuten gesungen. Und das war natürlich für mich dann eine riesige Sache. Und dann, ja. Blut geleckt hast du in dem Moment. Das kann ich so sagen, ich hatte wirklich Angst. Ich muss aber auch sagen, ich war total steif und ich hatte so Angst und ich war so scheu und ich habe gesagt, das kriegst du niemals. Und ich habe gedacht, ich ging sterben, mein Herz, bam, bam, bam. Und dann leider alle gehen applaudieren. Und das war natürlich, ja, du hast Blut geleckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, das willst du gerne machen. Aber ich habe natürlich einen Papa gehabt, der war immer so, du musst wehren, du musst auf den Kappküsse können fallen, also willst du vielleicht an einem Supermarkt Wienerschein drücken oder so, das war nicht gerade das. Und dann habe ich gedacht, okay, dann manchmal Studium, wir sind schon in Südfrankreich dann geplündert für 3 Jahre und da habe ich dann mein BA gemacht. Und du warst du plötzlich an eine Bank arbeiten? Ja, also ich war Ich war auf einer privaten Business-Schule an Island und dann habe ich Literatur studiert. Da komischerweise bin ich irgendwie nur bei der Bank gelandet. Ich möchte nicht zuletzt, weil ich nicht weiß, weil die sagen, da geht nur bei der Bank. Nee, das war wirklich nicht. Das war wirklich nicht. Ach, zu von anderen Leuten zu zählen, das ist nicht so Menge, sondern ich sehe sowieso auch, ich gehe mehr so aus, wie ich da verdiene. Also ist die schlecht mal so. Die mischt. Ja, ich meine, die mischt. Was soll so gefallen, oder? Ja. Also ich hatte ja Zeiten, das stimmt, ich hatte ja Zeiten auch, wo ich dann irgendwas verdient habe. Ich meine, das ist auch noch schon viel gekommen. Ja. Für einen Zeit auf den Gesang zu kommen. Da kann ich mich erinnern, ich kann mich sogar erinnern, die zweite Moderation, die ich gemacht habe, so RTL, ja. Ich kann mich erinnern, du hast also einen rüschen Blues. Kann ich mich erinnern? Du erinnerst dich noch daran? Doch, ich erinnere mich daran. Das war ein neues Gesicht auf der Tele. Ich kann auch nicht so weit für die Jahre. Das bist du mal noch so. Ah, wird wir 2002? Ich meine, vor 2000. Ganz anfangs in 2000 ja, 2001, 2002 oder so. Gott, das will schon gar nicht mehr wenig wo und du kommst ja den Moment, wo ich auch für die Gruppe Chanting MCs Video gedreht habe für Wert. Und da habe ich dann auch ein paar Mal auf der Bühne erlebt. Das war an der Halle Victor Hugo, da war der Ausstellungssaal. Du weißt es nicht mehr. Ja, ich finde das gefilmt, ich finde das an den Archiven. Bei Balla weiß man nie, ob es da nicht mehr geschwärzt. Ich glaube, weil nee, das war gut. Das war gut. Ich kann mich erinnern, dass Steve Schmidt dazu mal gesagt hat, der Mädchen, die Moderatorin, die dabei ist als Torun, das hat Orlo Elite abgeholt, das war complicated, meine ich. Das hat auch da ein Video auch da gemacht, parallel mit den Jungles, du dir keinen Fitz gemeint, der dein Video. Du warst gut informiert, genau so. Ja, ich weiß nicht, weil das war die Zeit, wo ich mit, wie gesagt, mit Jungles Video abgezeichnet habe, keinen Fitz gemacht, die 2 Videos sind parallel rauskommen, wären noch parallel oder den 4 Wert war für dich und du hast dein Video kommen. Also ich will alles an der Zeit. Ja. So. Und du könnt dann etwas, wo ich mich immer gefreut habe, Superfish Reality. Gut. Du als im Moment gewesen, du war eine Menge ein Bruch an deinem Leben. Du hast es ein bisschen satt. Ich weiß auch nicht mal, was also ich finde die Texte noch nicht alle gut. Ich habe ein bisschen dran gelöscht. Heinz Mikrin, als du Flamme wissen, wo gut viel wert. Das war einfach. Du hast dich aber selber, du Gesicht, Fischschulen sind, du warst am März geboren. Ja, Fisch wollte ich schon so. Fisch, am März geboren. Ich bin noch ein Mädchen, das am März geboren. Dann habe ich mir gedacht, mit das Fisch. Ja. Und dann, Superfisch. Ich habe gedacht, dass er noch am März geboren. Das bestimmt wie hat. Superfish, Reality. Das ist vorig, das sinnig. Du weißt bestimmt vielleicht mal. Du warst schon nach mir weit gegangen, wie ich schon gefällt mir ganz gut, was du erzählst. So kennt den da doch so. Ich denke ja kurz vor dem Abschlufen und ich überlege, wie kann ich mein Album nennen? Und ich weiß nicht, wie ich auf die Superfish Reality kommen sind, aber klingt phonetisch gesehen wie Superfish Reality. Ja. Und ich sich ja nur nicht dem Produzent, dem Erik Ugerufen von Stockholm, wie gefällt das? Ja, gefällt mir ganz gut. Und ich mit meiner Schwester gesagt, ja, fand ich auch ganz cool. Und du hast das immer so kommen. Also einfach so wie bei Balla. Ich kenne so philosophieren, dann natürlich auch dann so auch Teile, was dann auch probieren, dann war einfach der Welt mal phonetisch ganz gut gefallen wird. Dann
Und war nicht so, dass du Aufrechnung hast, also eigentlich eine Aufrechnung hast. Also mir ist es Ja, okay, doch, also es war schon mir ist es so. okay, mir ist es okay, dass das ein Album war, der ganz eigen war, der ganz persönlich war. Es war dann schon noch ein Ja, also ich bin Aufrechnung da immer so gemacht. empfunden. Ja, und lo sind ich Voilà. natürlich nicht mehr da. Lo probieren ich mich zu distanzieren. Nee, ist für mich cool wie das. Aber bon, und zu dem Blick war das Aber so. da war es den Blick, aber. Der Blick war das aber so, ja. Und lo, mittlerweile schaffen wir aber schon im 3. Album, was ganz anders das. Da kommen wir ja noch. Voilà. Du warst natürlich, du warst auch du zufrieden, wie es da letztes Mal, wie du Robert Jal geschafft hast, wie du Album ja. das war sicher eine gute Zeit. Ja. Bis wie alles so am Leben geht, wir sagen, okay, ich habe genug gestoppt, Robert Jal, warum passt der uns woanders gegangen? Aber das war aber nicht mehr, weil ich schon mein großes Leben kennengelernt habe und die wohnt zu Berlin und ich dachte, ach Berlin, das ist es. Du wusstest aber, okay, ich will aber Lützburg nicht ganz verlassen, ich will nur noch 2 Wochen hier schaffen. Da ist Bertel nicht gegangen und du konntest ein Offer eben beim Gruppe St. Paul und die haben ich dann noch geholt und du leben und pendeln nicht zwischen Lützburg und Berlin. An London, weil ich nämlich mein 3. Album da am Gang sind. Den 3. Album. Yes. Aber wenn ich komme, kann man den erst. Malo am Hirsch 2010 wird den rauskommen. Da steht auch kein Datum fest, aber ich weiß mir, wir werden eine Release-Party planen an so einem Loft, so ein bisschen Stil New York, bisschen so. Nicht Teil. Das heißt es ja. Also ich weiß nicht, ob das so wird so kommen, da so bitte fahren würde planen, aber am Hirsch 2010 kommt der nächste Album. Du schaffst du auch mit letztes Mal ja Leid, mit letztes Mal ja Musiker oder nehmen ausschließlich Ausland? Nee, also die Band ist teilweise du hast gemischt mit deutschen Musikern an Lützburger Musiker. Und alles gut leid. Ich meine, sie waren alle gut in den Album und alle gut in den Sachen, das ist immer gemischt gehabt. Oder? Ja. Nee, das ist auch etwas, was immer manchmal mit Isländer gemacht ist. Nee, mit Isländer nicht mehr, aber mit Schweden. Mit Schweden. Ja, alle. Mit Schweden habe ich ganz viel. Du schaffst mit Leuten von allen Nationen. Ja, ich Voilà. sind ziemlich ab. Für Voilà. international gesehen, ja, ich fand das interessant. Da kriege ich viel Input, also viel gemischten Input voilà. und so. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Yes. Das heißt, du bleibst als Erhaler in Lützburg. Ja. Das ist auch gut so. Ja, und dann sind wir gegangen, ein Kannerbuch zu schreiben, also mehr so eine BD. Die ist auch ein flottes Projekt, mega Meinung, also natürlich, das kann ich dann machen. Ja. Und dann wahrscheinlich ein Filmprojekt, aber du kannst da nicht so genau Sachen, so, ich kann da nicht genau so, weil das noch alles am Gang sich zu backen. Aber du schaffen dich zusammen mit einem gewissen Herrn Patrick Hoffmann, vielleicht kennst du den. Den sieht man ab, ja, aber Filmprojekt. Ja, Filmprojekt für so einen künstlerischen Animationsfilm zu machen mit Papier-Maché. Und da haben wir mit der Hilfe von Will Kreuz eine französische Künstlerin gefunden. Und da sind wir am Gang zu gucken. Also ein Animationsfilm, das ist nicht nur Film, ein fiktiver Film. Das ist eine fiktive Geschichte. Fiktive Geschichte. Aber Animation. Das ist ein Animationsfilm. Ja, so ist dann eine Künstlerin. Du stummst ja auch schon für die Kamera. Will ich schon gemacht. Weil also als Aktrice, ich meine, als Aktrice, aber wenn keine Rollen. Voilà, du hast zum Beispiel bei House of Boys, was ja. ist auch Mini-Rollen. Ich kann immer nur die Mini-Rollen. Das ist du was ich dabei. Ich schon so gerne irgendwie lange Rolle kriegen. Kennt vielleicht noch. Ich mache auch Filme. Ich schaffe auch. Aber wenn es denke eine Aktrice presst, dann probiert man mir. Was engagiert ist dich im Sinn. Aber wunderbar. Das wäre ja nicht schlecht. Ich meine, da ist Zeit für Balla als leider schon eine Menge River. Es soll der vielmals merci für den Besuch bei uns am Balla 15-Minuten-Tag an. Ich wünsche alles Gutes für den zukünftigen Projekten, den BD. Merci vielmals. Und für dein Album, den wir ja dann den ersten Ehre kriegen. Ja. Voilà. Merci vielmals, Leo. Voilà. Okay, an nächster Pause so ein Joch Merci für nur gucken, bis es dann noch ein heißt, Balla, den 15-Minuten-Tag.